lieb von der Welt. Der Schlaufuchs Rinaldo klaut jeden Schmuck und dein Geld. Der Schlaufuchs Rinaldo. Überall in Federerhausen ist ein Steckbrief mit Foto gehangen. Auf dem Bild war das Gesicht von einem Fuchs, der einem schelmisch angelacht hat. Man hat den Schlaufuchs Rinaldo gesucht. Der ist bekannt dafür, dass er immer die Dummheit den anderen zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt hat. Aber als er kürzlich auch noch eine Gans gestohlen hat, ist es den Einwohnern von Federerhausen zu viel geworden. Besonders der Gänserich Bruno Erpel war jetzt hinter dem Rinaldo her. Das war der tüchtige Dorfpolizist. Man hat ihn erkannt am goldig glänzigen Sheriffstern, der an seinem Hemd angemacht war, und an der riesigen Erbsli-Pistole, die er immer auf sich getragen hat. Er hat alles daran gesetzt, den Rinaldo hinter Gitter zu bringen. Der Rinaldo aber hatte keine Angst vor dem Polizist Bruno Erpel, weil er sich für viel schlauer gehalten hat. Und so hat sich der Rinaldo sicher gefühlt, als er in der Nacht zum Hühnerhaus von der Berta Bolte geschlichen ist. Plötzlich hat eine energische Stimme gerufen. Pfoten rauf, oder es klopft! Oh, das hat der Rinaldo nicht erwartet. Vor ihm ist der Polizist Bruno Erpel gestanden und hat mit seiner Erbsli-Pistole herumgefuchtelt. Mit einer Taschenlampe hat er im Rinaldo direkt ins Gesicht gezündet. Der Rinaldo ist zuerst schön verschrocken. Auf einmal aber hat er eine Rückwärtsrolle gemacht und dann ist er gerannt und gerannt, so schnell wie er konnte. Der Bruno Erpel hat zwar eine Ladung Erbsli auf den flüchtigen Fuchs losgelassen, aber er hat ihn nicht getroffen. Von weitem hat der Rinaldo noch gehört, wie der Polizist geschrauen hat. Halt! Halt! Stehen bleiben! Aber der Rinaldo ist nicht stehen geblieben. Als er am Waldrand oben angekommen ist und er seinen Verfolger endgültig abgehängt hatte, hat er verschnaufen. Oh, jetzt hatte ich aber Schwein gehabt. In Federerhausen war es ja ganz nett. Es war lustig, die gutgläubigen Einwohner an der Nase herumzuführen. Aber jetzt ist es, glaube ich, Zeit, dass ich meinen Wohnsitz wechsle. Der Polizist Erpel wird mir sicher keine ruhige Minute mehr lassen. Der Rinaldo ist gemütlich durch den dunklen Wald gelaufen und noch weiter bis zum nächsten Bahnhof.